Heute gibt es Poulet-Brüstchen gefüllt. Für die Poulet-Brüstchen gefüllt nehme ich hier so wirklich ein bisschen Pesto Rosso, Pesto Verde, Grünpesto, rotes Pesto. Ich könnte auch nur eine von beiden nehmen. Und nehmen wir ein bisschen Sprints, Poulet-Brüstchen natürlich, verschiedene Städtegewürze und etwas zum Anbraten. Sehr gut. Ich freue mich, bin jetzt schon gespannt und ich lasse dich kochen. Super, danke schön. Danke, bis nachher. Ciao, ciao. Tschüss. Schneide schön flach, also möglichst flach auseinanderschneiden. Damit es nachher nicht so zusammenzieht, schneide ich ganz vorsichtig oberflächlich mit dem Messer. Einfach die Fasern durchschneiden, aufpassen, dass nicht ganz bis zum Schluss schneidet. Dann können wir jetzt die feine vorbereitete Poulet würzen. Ein bisschen das Kökelgewürz. Jetzt kriegt das Poulet eine schöne Massage, dass überall wirklich Gewürz verteilt ist. Nehmen wir den ersten Pesto und geben wir noch ein bisschen Herdöpfelgewürz dazu. Und zu der roten Pesto gebe ich ein bisschen Stickhuspfeffer noch. Jetzt können wir das erste Poulet-Brüstchen füllen. Zuerst nehme ich das rote Pesto, schön drauf verteilen, Käse drauf. Und jetzt müssen wir eine schöne Röllchen machen. Schön zusammenrollen. Mit Zahnstocher jetzt verschließen. Ich könnte eine Schnur nehmen und mit dem Zahnstocher einfach aufpassen beim Essen, zuerst entfernen oder zumindest die Gäste darauf aufmerksam machen. Füllen wir jetzt noch das zweite Poulet-Gewürz. Nehmen jetzt grüne Pesto, auch wieder überall verteilen. Käse drauf und wieder schöne Rollen machen. Schön verschließen und sie sind bereit zum Anbraten. Herd einschalten, Bratbutter dazu, schön verteilen. Sobald es heiß ist, kommen die Poulet-Brüstchen drauf. Einmal umdrehen. Guck mal, sieht schon sehr gut aus. He? So kann man gut spüren, ob das Fleisch schon gar ist. Andererseits wirklich, dass wir alle 4 Seiten schön durchhaben. Wenn ich hier jetzt wieder mit dem Gabel drücke, merke es hat so größeren Widerstand. Sie sind fertig und sie sind durch. Das ist wichtig. Und dann legen wir schön auf den Teller. Fantastisch. Sehr gut. Ich muss da noch ein Schniffel nehmen. Schau mal. Wow. Das war jetzt rot. Das ist rote. Und das ist die Jetzt nehme ich grüne. das grüne, genau. Schau mal. Und es harmoniert mega gut mit dem Gückeli-Gewürz zusammen. Ja? Mega, mega fein. Ganz einfach. Nachmachen. Ciao miteinander. Ciao, ciao. Tschüss.